Was zum... Oh oh. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren. Oh, Machete. Ja, die nehmen wir mit. Fixierstuhl. Ah, okay. Hallo, ihr liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn auf Pilzig. Ja. Oh, das Skelett sieht doch etwas realistischer aus als so manch andere Leerskelette, die ich so in Spiele gesehen habe. Das ist cool gemacht. Ich als Archäologe kann doch sowieso nicht anders, als mir das nochmal so genau angucken zu wollen. Und mal gerade mal schauen, wie gut man den beleuchtet kriegen. Ja, der sieht echt cool gemacht aus. Das finde ich geil. Das erfreut mein Herz, wenn ich sowas sehe. Wenn ich drüber denke, wie die bei Alien Isolation ausgesehen, also meine Fresse, nee, das war unter aller Kanone. Und die Struktur ist nach richtig geil gemacht von einem Skelett. Das finde ich gut. Okay. Achso, wenn ich so lange stehe bleibe, macht er Dendo. Okay. Hatte ich ja schon mal in der Hütte, ne? Okay, da ist noch ein Flutlicht und da ist noch ein Hinweis, sehe ich. Deswegen sollte ich da neben noch in den Raum reingehen, bevor ich in den Flur gehe. Und... Ah, gucke, was hier noch ist. Mann. Also es gefällt mir jetzt echt immer besser, das Spiel, nachdem die flache Teenager-Sache weg sind. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Shiny Schrift übrigens. Wirklich eine sehr shiny Schrift. Aber Snoopers. Okay, ja, geil. Also das gefällt mir jetzt wiederum sehr, sehr gut hier in dem Sanatorium. Wie sich auch in der Laterne do Over My Laterne widerspiegelt, finde ich sehr geil. Also grafisch hat Until Dawn wirklich extrem viel zu bieten, muss ich sagen. 2015 ist rausgekommen. Und absolut grandios die PS4-Version. Grafisch gefällt mir das tierisch gut. Bis auf die magische Blitzare, die so ziemlich jeder Charakter hat. Aber an sich ist das echt geil gemacht. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Da ist ein OP und daneben geht es nochmal in einen Seiterraum, so ein Lagerraum, oder? Rad. Ah ja, da sind wir hier beim Fixierstuhl wieder. Okay. Emotiv durchatmen und rein in die OP. Hallo, der winkt uns. Ach du Scheiße, Mann. Ist das vielleicht schon der entsorgte Josh? Hi, Seemann. Wow. Was hängt dran? Füttert er sie? Scheiße! Oh Gott, Scheiße! Oh nee. Ich glaube, ich habe den Mike auf dem Gewissen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. Das heißt abschneiden, ne? Gott. Oh Gott. Scheiß drauf. Ab damit. Gott. Oh Gott. Oh shit. Mach's. Fuck. Schmetterlingseffekt. Oh Gott. Fuck. 2 Finger eingebüßt. Scheiße, Mann. Froh an alle anderen Leid. Ist es vermeidbar, wenn man das nicht untersucht? Verliert das sonst nicht sein Finger. Ich glaube, später könnte man Cam richtig die Hand geben, um jemand hochzuziehen. Und weg. Jetzt bist du ganz schnell weg. Scheiße. Bist du noch lange nicht? Zum Teufel geht's lang. Okay. Scheiße.
Status-Update. Ja, gebt mir doch mal in die Kommentare Bescheid. Das wüsste ich echt mal gern, ob die Sache vermeidbar ist. Und, oh, jetzt habe ich hier irgendwas ultra wiechtes angestellt. Der hat jetzt 2 Finger, wenn nicht, ja? Und ich glaube, das wird sich insofern auslösen, dass da irgendjemand vielleicht, wenn es heißt, nimm meine Hand oder so, dass er dann jemand nicht hochziehen kann und dass deswegen einer krepiert. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Das wird ja hier immer besser. Hinweis entdeckt, seltsamer Schädel. Scheiße. 1952. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Scheiße. Das sieht aber auch aus wie die Kreatur, die durchs Teleskop uns angeguckt hat, die ich doch an Wendigo gehalten hab, ne? Ist das ein Wendigo? Otto wirklich Ende 19... Waren die Bergarbeiter? Sind die zu Wendigo wach? Und übrigens seit Wunacher, für jeden, der es nicht zufälligerweise weiß, weil er die Mythe und so kennt, der Plural von Wendigo ist Wendigo wach. Ja, das war ja absolut krasser Scheiß, wenn aus deiner 18 Bergleut oder was, wenn du Wendigo wach draus wären. Und die jetzt so in den Berge rumschnüffeln. Ja, scheiße. Scheiß die Wand an. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Du müssten auch die Körper dazu sein, ne? Deine Bergleut. Scheiße, ist das krank. Scheiße, ne? Krass. Krank. Guck doch mal die Zähne an. Ah, Rettele. Ja, krasser Scheiß. Was ist das? Gehört er zum Personal oder was? Nee, das ist eine Stechkarte. Sehen wir mal. Das war eine Stechkarte, oder? Das war auf jeden Fall eine Stechkarte, die der bei sich gehabt hat, ne? Ja, scheiße, Mann. Sind manche zu Wendigo-Wachwoche und sind manche gestorben? Und die haben hier den Verwandlungsprozess verfolgt? Spinne ich mal das gerade richtig zusammen? Wenn ja, wäre es ja richtig übler Scheiß. Hier ist nichts drin. Und da ist ein Zettel. Dann gucken wir uns jetzt mal an. Totenschein. Halt. Ich muss immer die R2 gedrückt halten. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen: Unfall, Selbstmord oder Tod. Oder Mord. Mord. Art der Verletzung: Fleischwunden durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen: Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. Ann Bone, Adresse Blackwood Sanatorium, Datum 24. Februar 1952. Ja, krasser Scheiß. Zusätzliche Anmerkung: Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Niere wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Scheiße. Ja, haben die sich so gegenseitig abgemurkst oder so? Das ist doch ein absolut krasser Scheiß. Das gefällt mir echt gut hier in dem Sanatorium. Da ist nix. Okay. Ah, doch. Dann ziehe. Und da ist... Ach, wieder ein Zettel. Und auf dem Zettel ist... Gesicht und Halsbereich eingekringelt. Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen. Oh, der Arzt. Etikettdatum 24. Februar 1952. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Ja, scheiße. Okay, jetzt wissen wir auch das Schicksal von dem behandelnden Arzt, von Dr. Bowen. Hei.
Und das sind die Probe, ne? So. Mama, wie läuft's? Plappermaul. Scheiße. Ja, richtig heftig, vor allem was auch die CA geht. Haarverlust offensichtlich auch. Aber ich bin kein Wendigo. Manometer. Ach, das war die Karte. Ah, okay, das war die Stempelkarte, die der Leichnam bei sich gehabt hat. Okay. Ja, so lief das noch in den 50er mit Stempelkarte. Krassomat. Richtig geil. Also ich muss sagen, was der Anfang richtig dappig war mit den Charakteren und Sex und und noch mehr Sex, wird jetzt so langsam richtig cool und kriegt eine geile Background-Story. Man muss wirklich nur den Anfang mit dem Scheiß über sich ergehen lassen und wird jetzt anscheinend mit einer gescheiten Storyline belohnt. Richtig geil. Ist auch super gemacht hier, das gefällt mir extrem gut hier, das Sanatorium. Ich bin ja sowieso so ein Fan von Lost Places und von solche verlassene Ortschaften und so. Ich liebe das. Oh Gott! Oh Gott! Der hat mich jetzt ganz schön verschreckt. So, Controller wieder auf die B-Lecke, falls ich stillhalten muss. Okay, ganz ohne Quicktime-Event. Geil. Das ist wieder der Fremde. Aber vielleicht ist er ja auch harmlos. Was für ein reizender Psychobau. Ja, allerdings. Manometer. Wow. Ich finde es so krass, dass ich dem jetzt wirklich optional 2 Finger hab abschlagen können. Ich hätte mich auch gewundert, wie das gegangen wäre, wenn ich die Bärenfalle geöffnet hätte, weil normalerweise sind Bärenfalle ja dafür konzipiert, dass sie zubleiben. Also so wirklich offen kriegt man die eigentlich nicht mehr. Nur sehr schwer. Und mit einer Hand und mit einer Schmerze, ich glaube nicht, dass er die aufgekriegt hätte, ne? Scheiße, aber optional hat er jetzt 2 Finger weniger. Okay. Ja, genau, jetzt können wir hier runterklettern wieder. Da waren wir vorhin und konnten nicht hoch. Wieder hier. Der muss ja eigentlich auch Schmerzen haben wie die Sau wegen der Hand. Ich zumindest hätte extreme Schmerzen. Die Hand wird wahrscheinlich zittern wie Sau die ganze Zeit. Und das muss ja eigentlich auch richtig verbunden und desinfiziert werden. Das hat er ja doch nicht richtig bewerkstelligt gekriegt. Nur ein Verband drum gewickelt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was folgt. Was kommt? Zack. Ja, weiter brauchen wir uns dann nämlich die Stechkarte eigentlich, ne? Mann! Ich mach nix. Ich mach dir nix. Schmetterlingseffekt. Ich glaube, ich hätte nur gereizt, wenn ich einen Geschlager hätte. Aber ich schlachte Tiere. Und ich töte auch Tiere. Wow. Okay. Ja, geil. Im Affekt wäre ich natürlich versucht gewesen, den Wolf zu schlagen. Okay, ja. Ich halte mich etwas fern von dir. Annähern. Genau. Vielleicht ist er ja harmlos. Ruhig. Ja, guter Junge. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Okay. Streicheleinheiten mag doch jeder was. Okay, ja krass. Ja. Bitte beiß nicht, Wolf. Okay, wow. Ja krass. Der Wolf mag uns jetzt. Oder er vertraut uns zumindest einigermaßen. Er lässt uns jetzt hier sein. Und duldet den Mike bei sich. Das könnte definitiv coole Auswirkungen haben auf später, wenn der Typ uns seine Wölfe vielleicht auf den Hals hetzen will. Und dass der Mike dann vielleicht den Wolf noch als Freund hat, sag ich jetzt mal. Das wird sich zeigen.
Aber wow. Echt cool, dass das geklappt hat, dass ich da jetzt hingegangen bin. Ich glaube, der Wolf hätte noch uns geschnappt, wenn wir zurückgewichen wären. Komme ich dort durch? So, was haben wir denn hier? Das ist die Jacke von dem Mann, ne? Okay. Und da sind noch Dose mit Energy Drinks oder sowas. Komm schon! Ach, du hast eine Pistole. Komm schon. Da komme ich nicht dran, ne? Ah. Sehr gut. Jetzt habe ich einen Revolver. Ja, geil. Geiler Scheiß. Okay. Jetzt habe ich zumindest mal eine Jacke und einen Revolver. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr gut. Jetzt muss der Kerl nämlich frieren wie ein Schneider. Und ich habe eine Waffe, um mich gegen den Mann zu verteidigen, wenn der durchdrehen sollte. Hinweis entdeckt. Ausschnitte. Fundort Sanatorium. Eine Karte des Berges mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. American Girls Dead. American Girls Dead, ja. Side irgendwas. Das kann ich ihn richtig lesen. Side Rock oder sowas. Ich kann es gar nicht sagen. Father Dead, glaube ich, ne? Footprints found, local man found dead. Ach, the local man found dead. Das ist der Eugene wieder, der Eigner von der Mine und der Besitzer vom Sanatorium. Ja, da nochmal Käse. Nicht Forrest. Ich kann es gar nicht mehr sagen, wie er Käse hat. Mist. Jefferson. Genau, der Jefferson. Jefferson Bragg. Okay, Jefferson Bragg ist, verstorben hier in der Gegend. Ja, krass. Man kann immer ein bisschen mehr Hypothese spinnen, wenn man das so sieht. Ich finde das unglaublich cool hier. Das ist mit Abstand das geilste Level hier im Spiel bisher. Ah, das ist unser geheimer Mann in der Mine. Der hat nämlich 8 Zigarrenstummel gehabt. Das war auch mit seiner roten Bauchbinde. R1 Hinweis entdeckt Zigarrenkiste. Das gucke ich mir jetzt an. Und der Unbekannte. Eine Zigarrenkiste aus Holz. Es ist nur noch eine Zigarre übrig. Das Markenetikett ist sehr auffällig. Aktualisiert Zigarrenstummel. Das Etikett ist das gleiche wie auf der Zigarrenkiste, die im Sanatorium gefunden wurde. Ja, sehr, sehr geil. Gibt immer ein paar kleine Hinweise mehr. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das habe ich jetzt zum 300. Mal gesagt. Aber ich bin gerade echt entzückt und verzückt. Dass diese Schmetterlingseffekte so coole Auswirkungen haben könnten. Ich bin super gespannt, wie es aussieht wegen seiner Finger. Und ich bin extrem gespannt, wie es aussieht wegen dem Wolf. Also, wow. Was das für Schmetterlingseffekt hat, bin ich tierisch gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt gucke ich da noch rein. Wieder keine Überraschung, keine böse. Kein fiese Jack in the Box oder so. Ah, Knocher. Dann nehmen wir so einen Knocher raus. Genau. Dann nehmen wir so einen Futterknocher auf jeden Fall mal mit. Und geben unserem Kumpel dahin mal was. Vielleicht beruhigt's ihn jo. Und er mag uns dann noch mehr. Hm? Kann ja sein. Hm? Gell, Kumpel? Kriegst du was? Ja, genau. Bitteschön. Ja. Ganz brav. Ruhig. Ja, bitte mach mal nichts. Wir sind nach wie vor Wildtiere und unberechenbar. Ne? Okay, ich glaube, den habe ich jetzt als Freund. Und der andere Wolf weiß ich noch nicht, wie es aussieht. Ich hole mal, wenn das geht, noch einen Knochen raus. Nee, nur einer. Und den habe ich jetzt schon verbroten. Da war noch mehr Knochen drin. Er hätte auch noch einer nehmen können. Na gut, ich bin ja nicht so. Okay, da ist wieder nichts. Und jetzt will ich trotzdem noch durch die der. Okay, das muss ich machen. Das war ganz schön laut. Und, Exit, da kommen wir raus. Vorsichtshalber nochmal hier gucken.
Nicht, dass wir was übersehen. Totem will ich auf jeden Fall jedes finden. Ne? Gehen wir wieder raus. Und da ist nix. Okay. Und da geht's raus. Okay. Ah ja, okay, da geht's doch runter in den Keller. Ich mag mich aber vorher hier noch umgucken. Ich mag hier nix verpennen. Okay, da liegt wieder was. Und es ist ein Totem. Ja, super. Was war Schönes mit Geweih? Schwarz oder Tote? Tot, ne? Oh, Todestotem. Der Mike war das, ne? Der Feuerzeug benutzt hat und damit was gesprengt hat. Könnte sein... Oh, der Mike hat das schönste Totem. Das finde ich etwas fies. Wer war das? Das war der... Ah, okay, das war unbekannt. Entweder Jessica oder irgendjemand anderes. Aber ich glaube Jessica wegen der Mine. Okay, jetzt gucke ich hier nochmal. Der Mike zündet sein Feuerzeug und irgendwas fliegt in die Luft. Gasexplosion oder sowas. Was sagt uns ein Film? Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Sie Okay. fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Okay, also zum Schluss nochmal Hannah und Beth. Ja, krass. Krasser Scheiß. Glaubst du die heiße Scheiße? Was liegt hier? Noch ein Bild oder was? Die Wundermänner. Ah, Mann. Hinweis. Ja, Minenrettungsfoto. Fundort Sanatorium. Ein gerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 1952 nach einem Einsturz gerettet wurde. Laut der Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Update. Es gab 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 1952. Irgendwas anderes wurde noch aktualisiert. Das mag ich auch gerade noch mal gucken. Irgendwas anderes wurde hier noch aktualisiert. Das ist neu. Ja, das war das hier von dem verstorbenen Arzt. Das war ein Toteschein, ja. Update. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. Okay, also 18 Bergarbeiter wurden wahrscheinlich wahnsinnig und wurden hier untersucht. Okay, ja, geil. Gehe ich wieder hier. Und vor der Treppe mache ich gleich meinen Cut. Aber erste Mal habe ich noch beim Schmetterlingseffekt gesehen, dass da was ist. Und wer soll sterben? Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Okay, das habe ich aber auch gemacht, ne? Zu welchem Preis? Mike hat sich die Finger abgehackt. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Okay. Oh, Mist. Das muss ich noch lernen, wie das geht. So, dann ist hier noch der beste Freund des Menschen. Mike hat den Wolf nicht getreten. Mike hat einen Freund gewonnen. Ja, super. Super, jetzt hat er hier einen Wolfsfreund. Sehr cool, dass wir das offiziell haben. Und wir sehen uns dann morgen zu der nächsten Episode. Und wir sehen gleich, was beim nächsten Mal passiert. Also machen's gut und bis morgen wieder. Eiern Yankee. Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Ja, mir auch. Aber einen Schlüssel bräuchten wir, ne? Keine Schlüssel, keine Salbe. Jupp. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oh, oh. Oh.